Präsidium wüsste gerne jetzt bereits, also am 12.03.2008, wie es weitergeht. Im Protokoll des geheimen Informanten erkennt man aber, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass der 1. FC Köln eventuell ohne Trainer dasteht. Die Weichen sind in jeder Hinsicht gestellt worden, wie man dem Bericht entnehmen kann. Overath beginnt wieder. Meeting! Flo war schön, ich habe eh nichts zu tun. Ja, endlich wieder Schwade. Sehr gut, Wolfgang, wir haben einiges zu besprechen. Recht schön, bis schnell, Chef. Haben doch wichtige Sachen zu reden, Engels. Ja, haben wir denn endlich den Milovic als Sponsor gekriegt? Nee, außerdem heißt der Abramovic. Wir müssen über die Trainerposition schwaden. Wieso? Wir haben doch den Christoph. Ja, der ist doch das Problem. Wenn er uns nicht langsam sieht, bei der nächsten Session machen will, dann sehen wir ganz schön alt aus. Der Manager meldet sich. Ich hatte ja ein Treffen mit Christoph. Er spielt allerdings weiter auf Zeit und will sich nicht äußern. Sein Anwalt, Dr. Seitz, sieht das auch so. Ach, der blieb schon bei uns, ist doch seine Herzensangelegenheit. Obwohl, so langsam gerät das eher zur Schmerzensangelegenheit. Jedenfalls möchten wir jetzt endlich wissen, woran wir sind. Sonst lacht der ganz Kölle über uns, wenn der Christoph sich durch den Gott meldet und wir keinen Trainer für die nächste Session haben. Engels meldet sich zu Wort. Chef, bist nicht bang. Zur Not machen ich noch uns den Trainer. Ich habe genau das richtige Lodern dafür in den Augen. Oh, dann wäre aber ganz Deutschland über uns, Steff. Vergiss das. Nun denn, es bestehen ja auch bereits lose Kontakte zu Falco Götz, Jürgen Klopp oder Bruno Labbadia. Das könnte man ja intensivieren. Lovatsch, ja, wir könnten der Klopp unter uns anrufen, um das hier alles spackhaft zu machen. Wir müssen den beeindrucken. Warum sollte Jürgen Klopp vom FC beeindruckt sein? Ich, Wolfgang Overath, ruft da persönlich an. Schließlich bin ich ein Weltmeister. Ja, das bin Flumpe. Stimmt. Meier schreibt eine Handynummer auf und reicht diesen seinem Präsidenten. Hier, versuch es bitte einmal. Ich bin sehr gespannt, wie erbaut darüber sein wird. Overath während der Welt. Sei nicht so negativ, Michel. Wir müssen groß denken. Der Kloppo kann doch froh sein, dass wir überhaupt anrufen. Genau, Chef. Schließlich ist der Mourinho ja auch noch zu haben. In diesem Moment meldet sich Jürgen Klopp. Ja, Jürgen Klopp, guten Tag. Tag, Kloppo. Hier ist der Wolfgang Overath. Jung, wie geht dir? Ganz gut soweit, Herr Overath. Wir sind ja jetzt gerade in der Phase, wo wir eigentlich Konkurrenten sind. Sollten wir da telefonieren? Naja, was kann ich für Sie tun? Eine restliche Spinne verliere. War nur Spaß, Kloppo. Im Ernst, wir geben dir die Chance eines Lebens. Du darfst nächste Session beim FC Trainer werden. Und du wirst ja noch ein bisschen Geld dafür kriegen. Na, erzählst du? Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Ich weiß, so ein Angebot kriegt man nicht alle Nase. Ich kann den Beruf verstanden. Ich möchte ja nicht missverstanden werden, Herr Overath. Der FC ist sicher ein interessanter Verein, aber Sie haben doch noch einen Trainer. Außerdem, wer garantiert, dass der FC nächstes Jahr Erstklassig spielt? Die Liga ist egal, Kloppo. Das Stadion ist auch so immer voll. Außerdem geht bei uns der bessere Karneval. Allah statt Helau, Halsenhahn statt Handkäse mit Musik. Ach ja, und 10 Freikarte für uns Karnevalssitzung im Satori sind auch im Begriff. Da könnten wir so ein bisschen dran. Das sind natürlich Totschlagargumente. Sag ich doch. Außerdem stehe ich mir sowieso ob. Herr Overath, was macht Sie denn da so sicher? Menge Fitze, der Jürgen Lovatsch sagt, er hätte dann im Urin. Da konnte uns bisher immer drauf verlassen. Also, Herr Overath, Ihr Angebot ehrt mich zwar. Jedoch möchte ich nichts dazu sagen. Ich habe Vertrag in Mainz und will mit diesem Verein aufsteigen. Alles andere wird man sehen. Ich danke nochmals und ich werde mich gegebenenfalls melden. Also auf Wiederhören. Er legt auf. Overath. Ah, der Arme im Sack, der ist uns sicher. Was hat er denn genau gesagt, Wolfgang? Er wusste zunächst ja nicht, was er sagen soll. Hatte Tränen in der Augen schon gehabt. Mit Argumente haben wir dann umgehauen. Er muss dann erstens verdauen. Er rührt uns an, sobald der emotionale Zustand wieder zu ist. In diesem Moment klopft es an der Tür. Dann betritt Christoph Daum das Büro. Ah, Christoph, wie unter der Küss. Wir müssen uns Dachlos schwaden. Wie sieht das aus? Wer ist denn bei uns wieder? Wolfgang, du kennst meinen Vertrag. Du hast ihn selbst mit mir und Dr. Seitz ausgehandelt. Ich sehe absolut keinen Grund zur Eile. Ich brauche Zeit, um zu mir zu finden. Er ist genau wie im Auto.
Der Hahn wird man sie doch so finden. Lieber Jürgen, der FC ist zwar meine Herzensangelegenheit, jedoch muss ich an meine Karriere denken. Das hat also nichts mit meiner Heimfahrt zu tun. Schön und gut, Christoph, sagt Overath. Du musst aber nicht denken, wir hätten keine Alternativen. Wir würden ja mit der Wiedererbitte wo du gerade Alternativen erwähnst. Ich werde nun tatsächlich gegen Hahnbad fahren. Angelika hat mich angesetzt. Ich muss Angebote sichten. Ich lasse es euch wissen, sobald ich mich entschieden habe. Das wird aber noch dauern. Einen schönen Tag noch. Darum lässt die Herren also einfach stehen und verlässt das Büro. Glowacz, Angebote sichten? Nichts Schlimmes, sagt Overath. Das sind so Offerten wie von der Nationalmannschaft von Tschetschenien oder so. Jetzt örtliches könnt ihr sicher nicht. Also, jetzt hört ihr also, Strategie lautet wie folgt. Der Christoph wird sich sicher für uns entscheiden. Falls nicht, haben wir der Kloppo ja schon fast zu 100% sicher. Und wenn der Christoph nicht uns weiter hinhalten will, ja, dann kann der Jan, dann ruft mir der Abramowitsch an, der kann uns dann die 7 Millionen Abfindung für den Christoph bezahlen. Mit dem wären wir uns dann schon irgendwie einig. Ja, fein, also ich bin ja wahrscheinlich doch hier nur von echten Strategen umgeben. Nur kein Neid, Michel, wenn du gut zuhört hast, wie man das hier alles managt, dann wirst du das vielleicht auch noch. So, jetzt machen wir Pause. Ich habe Hunger schon. Lass uns in die Gaststätte ja noch eine halbe Hahn essen. Oder doch, lieber Himmel und Erd? Hier endet das Protokoll vom 12.03.2008. Wie man erkennen kann, haben die Herren die Lage völlig unter Kontrolle. Das nennt man großes Management.